Es geht weiter, stets heiter, auch bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Diesmal direkt aus dem Save-Menü, kann man sozusagen sagen. Und ihr seht es selbst, ne? Also ich meine, heute ist der 1. Mai, wo ich aufnehme. Und es ist eine Weile her seit dem letzten Mal. Zum Glück habe ich damals wirklich genug auf Vorrat aufgenommen. Waren, glaube ich, doch fast 40 Folgen tatsächlich. Und es war aber auch nötig, denn auch jetzt, sagen wir es mal so, eigentlich sollte noch andere Dinge noch aufnehmen, wer vorhin noch ein paar Folgen mehr auf Lager hätte. Aber muss auch trotzdem sagen, dass ich doch wieder Bock habe. Wobei das damals also eben so 40 Stück oder so, also heißt am Stück, aber halt so doch ein Batzen an Folgen auf Vorrat hatte, da war dann doch ein bisschen übel, damit aufzuhören, weil du so richtig drin bist. Dann sagen, jo, komm, machen wir ein paar Tage lang nix. Oder sogar ein paar Wochen waren dann geplant. Dann spätestens am zweiten und dritten Tag denkst du dir so, ach du Scheiße, ich muss dort zocken, ich will dort zocken. Und ja, dagegen anzukämpfen, andere Dinge zu machen und so, das war nicht ganz so einfach. Gut. Soweit dazu. Ich habe noch mal letzte Folge angeguckt, ich habe noch Notizen angeguckt, die ich mir gemacht habe, also ich eigentlich die Folge gemacht wollte. Abgesehen davon, dass ich wieder mal offscreen ein paar Dinge machen wollte, wie Materialempfang und so. Natürlich alles nicht passiert. Und genau, was er generell an der Folge machen wollte, ist jetzt zum einen unsere seltenen Waffen, wie zum Beispiel das Bigorenschwert oder auch den Schatzsäbel zu Hause abzulegen. Plus Shield notiert. Ah, hier. Genau, also die Waffen quasi von Urbosa und Daruk. Wobei Bigorenschwert, nee, das nicht, aber trotzdem. Dass die Dinge vielleicht mal zu Hause ablegen. Anschaut, okay. Und zum Teil notiert, teils bestehende Waffe desynthetisieren, ne? Wie zum Beispiel, wo man denke, Leune Hammerspeer, warum? Oder hier, das weiße Leune Massivhorn, sieht dann nicht gerade so super aus. Die Dinge habe ich ja genau, da war ja so, setzt aber eine gewaltige Angriffskraft rein, kurz an der Rechenstimmung. Mal ganz kurz, ich habe irgendwie mein Mikro anders justiert. Seit hier der letzten Folge, was für die anderen Let's Plays momentan ganz gut klappt, da diese, was soll ich sagen, da diese keine Spiele von der Konsole sind, sondern auf dem PC. Wir sind ja in dem anderen Fenster aufgemacht, quasi, also auf dem Hauptbildschirm. Und hier die Emulator-Dinger, die mache halt auf dem zweiten Screen auf und deswegen passt gerade das Mikro nicht mehr. Muss man so kurz zu sagen. Moment, also weiß Leune-Klingen, genau, kurz unterbrechen steht, da ist klar, die war auf dem Rücken vom Leune, die Einsätze. Ausweichen, genau, das ist auch klar. Jo. Da ist soweit wäre alles gut. Hier, wenn es noch einen Großschirm, muss man mal gucken, was man noch machen soll. Was war sonst noch so? Kurz nach Athena für Quests mit dem Feldfrüchten und Kapuze runter. Also gut, das mit der Kapuze runter ist klar, weil der Kapuze gerne runter hätte für die Hauptstory halt. Danach soll es damit auch weitergehen. Ob schon heute soweit ist, bin ich noch unsicher. Ich will noch gerne noch ein bisschen am Haus bauen. Quest mit den Feldfrüchten. Was für eine Feldfrucht-Quest? Hab keinen Plan mehr. Naja. Batterien haben wir gemacht, wa? Ich habe mittlerweile die erste blaue Batterie tatsächlich. Hier. Ein paar für Nordana, da ist soweit auch klar. Mayo Signum. Können aber noch ein paar irgendwie investieren tatsächlich. Die ganzen Schwüre und so. Mit auch viele Segenslicht. Oh Gott, da wird so viel zu tun hier. Wie immer quasi. Gut, wir haben die Nacht. Und was ich dann eher wieder ein bisschen machen muss, ist trainieren. Zum Beispiel hier, wa? Oder eine Leine, bin ich nicht mehr so sicher. Können wir dann kurz mal machen, wa? Zum gucken, ob wir noch ein bisschen drauf haben nach fast 3 Monaten. Leck mir am Arsch. Fast 3 Monaten. Weil deswegen nehme ich auch am 1. Mai wieder auf, weil ich mir so dachte, ey, komm, das war der Februar das letzte Mal, das heißt am 2. Mai wären es 3 Monate. Nee, das kannst du nicht bringen. Da muss ich vorher wieder ran. So. Ja, also warte mal. Und dem Kontern, ich glaube, das Ausweichen war besser, weil der perfekte Kontern, der ist dann doch wieder ein bisschen tricky. Ja, die Hauptstory, ja. Da will ich mich noch, ehrlich gesagt, ein bisschen davor drücken.
Aber wir müssen schon die oder nächste Folge machen, denn ja. Ich meine, es geht zum Schloss, wir haben Zelda Dock gesehen, wir wissen, es kann nicht unsere Zelda sein, es muss irgendwie so ein... Also ich schätze mal, es wird ein Phantomganon sein, das hatten wir vor allem bei Spielen wie Ocarina of Time ja auch schon mal. Das ist aber so eine Fake-Zelda, so eine Fake-Puppe dafür genutzt wurde. Und ja, die Frage ist halt, war es denn damit schon oder geht es nachher noch weiter? Da vorne ist ein Ding. Ivarok. Deswegen haben wir den markiert. Ist das der Flammengrüher oder ist das der Donner? Ne, muss der Donner sein, weil ich bin ja hier bei der Hateno-Festung. Okay, nee, Moment. Ja, Bivarok aber auch schon gut. Gut. Dann wieder im Endspurt und im Eilspurt zurück. Ist nicht mal nochmal wegen dem Horn oder so. Ah ja, gibt noch viel zu tun, Freunde. Wie oft hat er den Satz in dem Spiel schon gebracht, ne? Sehr gut. Bist du schon mal? Sehr gut. Aber es ist ja wirklich so ein Endlosprojekt. Es würde mich nicht wundern, wenn wir das Teil erst Ende 2024 fertig kriegen, tatsächlich. Danach, weiß ich nicht, vermutlich würde ich nie wieder ein normales Zelda-Spiel anfassen. Obwohl ich eigentlich das nächste auch schon im Pipeline hätte. Ich würde gerne wieder mal Ocarina of Time spielen. Also 3D-Version natürlich, also das Remake. Aber dann auch, unser Haus. Dann aber tatsächlich auch wieder einen Master Quest Mode. Weil Ocarina of Time Master Quest, also das Original quasi, also ein Gamecube, wenn man so will. Nicht Nintendo 64, nee, der Master Quest kam ja später. Aber das Original war ja damals mein erstes Let's Play überhaupt. Und ursprünglich dachte ich mir so, hey, nach 7 Jahren kann ich das 3D-Remake zocken, weil ja auch Ingame 7 Jahre vergangen sind. Mittlerweile bin ich fast schon bei 14 Jahren, ne? Also läuft bei mir. Hallo, jemand da? Okay, hätte sein können. Gut, was haben wir hier? Schildtasche ist voll. Ist voll. Schildtasche ist voll. That's not good. Das ist ein billiger Holzschild. Was machen wir mit dem überhaupt? So. Das ist ein mächtiges Sonanium-Schild. Dann habe ich hier noch ein Schatzschild, ein Sonnenschild. Ein Holzschild kann ein Knick, nee. Ich dachte generell, dass ich auch dann im fertigen Haus irgendwie, sagen wir tatsächlich nur einen von denen hier habe, also nur einmal so einen Schildraum. Natürlich von den Schild von Urbosa ist klar, und dann vielleicht gibt es noch irgendwie noch andere Schilde durch DLCs, Quatsch, durch Amiibos, oder eben halt durch Quests, die wir noch vom Spiel noch finden. Und ja, dann natürlich ein Sonanium-Schild, ne, das ist auch immer schön anzusehen. Und im Prinzip auch ein Hylia-Schild, aber kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum überhaupt, ne? Das ist eh schon krass genug eigentlich. Kann ich eigentlich ein Hylia-Schild auch synthetisieren? Ah, das geht. Hä? Master-Schwert, Holzschild. Ja, das lohnt sich ja. Er kann nachher abwerfen, beziehungsweise geht bald kaputt. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Hier bei dem Bogen, ne? Genau. Rivalis Bogen, der Lichtbogen. Also Lichtbogen natürlich aus Twilight Princess. Rivalis Bogen und haben hier einen Dämonenbogen noch. Da glaube ich, den Bogen des Dämonenkönigs würde ich hier nachher wieder mitnehmen dann. Das ist hier eigentlich nur temporär drin. Und eventuell, wenn es noch einen anderen Bogen gibt, ich weiß gar nicht mehr, was sonst im Spiel noch so früher für Bogen hatten. Geile Bögen. Das ist unser Bogen, wa? Der Schattenbogen, genau. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht noch einen Lichtbogen gibt von Zelda. Also quasi den aus, ja, hier aus dem Spiel oder Breath of the Wild halt. Hier Waffenkammer oder Schatzkammer hier wird es sicher noch eine weitere geben. Das wird nicht anders gehen, weil, naja. Die Waffentasche ist voll, super. Okay, dann werfen wir ganz kurz ein paar Dinge ab hier.
Nein. So. Also damit ich quasi, man könnte sagen, damit ich eine Ecke habe für die normalen Waffen unserer Reckenfreunde, ne? Wie das hier ist, ein Mifas Lanze. Wenn wir das quasi so machen. Und dann nochmal eine normale Waffenkammer für eben diese Heldenwaffen. Wie Bigoron-Schwert, der grimme Gottheit-Klinge, das Heldenschwert natürlich auch. Ein paar zu nennen, vielleicht auch sogar noch mehr oder würde auch nur andere Waffen reinpacken. Weil wir haben wirklich das Problem mit den Modulen. Wa? Ich will nicht irgendwie sagen, okay, ich mache nur Waffenmodule, damit es einfach alles schick aussieht, wie alle krassen Waffen haben, sondern sage ich eher, okay, nehme ich halt doch gewisse Waffen einfach mit, aber benutze sie halt nie. Dann könnte vielleicht sogar doch das der Recken sein, einfach nur damit wir die halt dabei haben, obwohl wir sie nie benutzen. Aber ich glaube, die Waffen wird doch mehr Sinn machen, die mitzunehmen. Da diese Waffen, ähnlich wie der Hylia-Schild, kann man die ja wieder kaufen, wenn sie zerbrechen sollten. Ne? Also man findet sie zwar nur einmal, aber man kann sie wieder kaufen, wenn sie eben halt zerstört werden. Das ist doch ziemlich praktisch. So, muss kurz gucken. Also eigentlich haben wir hier dann noch die Waffe unseres Kronenkumpels dahin. Der Magma-Hammer, den haben wir natürlich jetzt schon. Ups. Ja gut, ich mach's trotzdem mal so, ne? Schon so frisiert. Wenn den natürlich da abnehmen würde, müssen wir dann neu synthetisieren. Was zwar auch geht, aber ich könnte auch zuerst mit den Waffen hier machen, wa? Das Heldenschwert, die Gerudo-Lanze, ein Ding draufpacken, das sinnvoll ist, na, werden sehen. Gut, das wäre soweit mal das hier. Jetzt die Frage aller Fragen. Ich hatte ja Anno dazumals, wir haben einen Plan gemacht im neuen Haus und so. Habe ich dann genug Kohle gerade dabei? Also muss ich eh wieder ein paar, also erstmal ein bisschen umtauschen. Dinge verkaufen und so. Wenn ich genug Rubine habe. Ne, und hätte ich noch 7 Stück, hey. Ich kann nur noch 7 Stück verbauen. Haben wir auch wieder Module? Ich wollte gerade sagen. Okay, Kohle hätte ich dann genug dabei. Das Blumenbeet haben wir ja schon. Innentreppe bräuchten wir sicher. Studierstube würde tatsächlich darauf verzichten. Eine Pferdeunterkunft hätte ich auch gern tatsächlich. Statuenzimmer, wenn wir vielleicht auch darauf verzichten. Ein Viereckszimmer, wa? Wäre eine Idee. Ja, wir gucken erst mal nach und nach. Also, was wir brauchen, eine Pferdeunterkunft. Dann brauche ich noch eine Innentreppe. Die Frage aller Fragen, brauche ich ein Viereckszimmer in der Mitte? Das Dreieckszimmer haben wir schon, wa? Nein, warte mal kurz gucken. Dankeschön für die Module. Also im Baumodus Tolls kommen wir nicht mehr rein. Also eine Idee, die ich ja mal hatte, war tatsächlich müsste Pferdeunterkunft sein, dass wir die eigentlich dahin packen, wenn es gehen würde. Oh. Das packen wir daran. Geht das gerade?
jeder offene Bereich rein, weil man könnte es vielleicht umgekehrt machen, aber das jetzt mal. Der Eingangsbereich dürfte, denke ich mal, soweit klar sein. Da muss auch was zu machen. Hier haben wir ja die Zimmer unter anderem, ne? Also die Waffenräume und so. Genau, hier haben wir schon das Vierer-Ding. Brauche das dann überhaupt noch? Wir werden gleich mal sehen. Hier sind die Bögen. Gut. Hier sind noch weitere Waffen. Sehr gut. Okay. Mal kurz Lucky machen, wo ich was habe, aber bin nicht mehr so sicher. Nicht runterfallen, bitte. Dankeschön. Ah, das Schlafgemach, wa? Das war vor allem zum Ausruhen. Ob es das überhaupt braucht, ob ich das ersetze, das ist nochmal eine Frage. Ups. Hallo? So. Das hier ist auf die Treppe. Ja, genau. Dann komme ich hier rein. Dann hätte ich hier eben theoretisch, kann man sagen, nochmal einen Viererraum, wenn man so will. Den nämlich dort. Dort. Das Ding dann da. Für die Rallala. Ich will jetzt gar alle Waffendinger irgendwie oben macht, tatsächlich. Ich nehme noch das Dreiecksding. Das ich dann vielleicht theoretisch noch brauche. Dem noch nicht. Mal gucken. So, jetzt sind natürlich die hier oben frei herum, das ist klar. Das war aber eigentlich auch so gewollt, tatsächlich. Ich würde einfach gerne reingehen und gucken, wie es aussieht, aber okay. Also bauen wir nochmal einen Vierecksraum. Das kann möbliert sein, das spielt gar keine Rolle. Also, Waffenzimmer haben wir gesagt, brauchen wir später nochmal eins. Aber erstmal gucken, Bogenzimmer, Schildzimmer haben wir. Kunstzimmer. Bilder. Schlafzimmer haben wir. Küche haben wir, glaube ich, auch unten, wa? Statuenzimmer. Fettunterkunft haben wir Zimmer mit Tür, aber hier oben nicht. Studierzimmer, Innentreppe. Außentreppe. Gartenteil hätte ich gerne. Und dann gucken wir erstmal, wie es momentan so aussieht. Also, hoch mit euch. Oh, das wird schwierig. Ja, das wird so nix. Ein bisschen Schieflage. Solange es da hält, ist mir eigentlich schon mal genug. So, zack, zack, zack. So. Das Ding will ich ja hier in der Mitte haben. Wunderplatz passt es nicht mehr. Doch. Perfekt. Ja, nee, warte mal. Genau, da vorne. Das wäre besser. Gut, dann kommt das Ding hier rüber. Jetzt unten ein bisschen scheiße aussehen, aber ist... nein. Sag mal.
Ja, komm, leck mich. Das Ding wollte ich gerne hier haben. Müsste eigentlich passen, tatsächlich. Einmal. Okay, Pferdeding, okay, okay. Warum willst du um Gottes Namen nicht da unten festhalten? Was ist mit dir? Schon besser. Also, ist noch nicht ganz optimal, ne? Ich wollte ja unten ein paar andere Dinge haben. Da ist so viel. Das falsche Seite gemacht oder was? Nö, passt. Okay. Ich gucke erstmal, wie es momentan aussieht. Naja, ich sehe jetzt mal eine weitere Version. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Ding in einem Pferdestall quasi rein mache. Und dann das Blumenbeet oben. Das war auch mal eine Idee, tatsächlich. Dann hier oben freilassen, tatsächlich. Das passt soweit. Ja, also, dass ich quasi hier dann hochkomme. Und ich mich quasi abkühlen könnte. Noch gar keine gehabt, okay. Genau. Eine Waffe, zwei Waffen. Genau, hier wollte ich eben nochmal ein Dreiecksding, also ein Dreiecksmodul, damit ich da nochmal zwei Waffendinge ranpacken könnte. Trotzdem wäre es noch zu wenig, wa? Das ist halt die Idee gewesen für beide Waffen quasi. Also hier drüben Waffe und da drüben Waffen. Und hier Bogen. Die andere Frage ist halt, wo es kommen dann die Schilde hin. Die müssen unten belassen, ne? So wie es jetzt aktuell ist. Weil jetzt habe ich die ja hier. Das ist Schlafding, mir fehlt aber die Küche hier noch. Das wäre soweit korrekt, da kann ich so belassen. Hier kommt die Küche hin. Und dann hier das Studierzimmer oder was? Das B-Zimmer. Wenn ich mal über noch genug Kohle hätte. Tatsächlich. Ja, ich muss mal kurz ran. Die Kohle könnte aber das Problem werden, tatsächlich. Also, ich brauche nochmal ein Dreieck. Nur die Frage wegen der Kohle war, dass man das Zimmer nehmen sollte. Statuenzimmer. Ja, zum Beten halt, ne? Küche. Ja, kochen wäre halt schon praktisch. Hier das Statuenzimmer, also beten. Warum? Weil irgendwann muss es halt nicht mehr, ne? So. Aber irgendwie so schwitzt er so grausam. Ich weiß, was kein Wasser und so, aber. Keine Ahnung, ein Modul, hey. Ist natürlich schade, nur so wenig Module haben. Ich hätte irgendwie gesagt, komm, 20 bis 30 Module insgesamt, wenn du noch gewisse Dinge gemacht hast, gewisse Quests gemacht hast und so. Ja, wäre schon nice gewesen. So ist ein bisschen, ja. Ein bisschen wenig tatsächlich. So, da kommen wir ganz kurz weg. Und die ganze Folge nur das hier, war. So, ja. Ich habe es mal angekündigt gehabt, vor geraumer Zeit, dass es auch mal sein muss. So. Ich glaube, ich drehe jetzt das Ding hier um. Oder
wäre jetzt eine Variante, ne? Dann würde es auch hier wieder zusammenpassen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, muss das sein? Oder sind wir jetzt ein bisschen origineller tatsächlich? Und sagen uns sogar, das Ding schnell weg. Das Ding auch. Versuch's mal so. Dann wäre das Ding nämlich tatsächlich wieder unten. Dann kämen wir hier zum Beispiel schön raus, ne? Jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, aber jetzt ist doch hier irgendwie so doof, dass ich da runterkommen soll. Ja, quasi jetzt nur hier durchkommen, wa? Nicht? Aber dann habe ich immer fließend Wasser, und deswegen ist die Idee gar nicht mal so doof. Was noch kurz. Was noch ändern muss hier, ist das Ding. Und mit dir. Junge, du bist im Weg. Das schon mal, ne? Dann wollte ich die Küche ja auch hier unten haben. Vielleicht sogar besser. Moment, wenn ich nochmal schnell tausche. Ich finde doch, gerade für unser Abenteuer, die Küche an erster Stelle hier. Nicht allzu schlecht. Okay, nee, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir nicht durch die Inspektion durch. Wow. Ein bisschen Tabula Rasa hier, ne? So. Oh. Ganz Hütte hier weggerissen. Dann tue ich jetzt nicht cool. Ach so. Ah, leck mich, ey. Gut, nee, gut nicht, aber... Moment. Das Ding stimmt jetzt wieder, ne? Das heißt, ich kann den mal kurz dran setzen. Nein! So. Jetzt den hier mehr oder weniger bündig, wenn es geht. Ja, geht, ich bin unsicher. Ja, es geht. Puh. Noch komm schon.
So. Was war das jetzt für ein Raum? Ein verkehrter Raum auf alle Fälle. Die Schilde, ne? Ja, warte mal, wenn sie Schilde sind. Was die vielleicht unten? Die Waffen, ne? Ich habe gesagt, irgendwie 2 Waffenkammern. Obwohl, das nicht so sein muss, naja. Also muss ich den ja quasi oben festmachen. Ein bisschen aus einer Patchwork-Decke, wa? Was hat noch nie wieder gemacht? So. Fertig! Fertig! Also fürs Erste. Sollte jetzt nicht so scheiße aussehen. Ich überlege, ob es vielleicht besser ist, wenn ich die Pflanzen eher links anordne. Also im Blumengarten quasi. Das Ding nicht umdrehe, aber. Boah. Das ist eigentlich so eine Rolle, ne? So, ein Modul hätte ich noch übrig und jetzt kommt es halt ein bisschen drauf an, was man mit diesem Modul machen will, ne? Also eben hier. Ich habe mir gedacht, Epona rein zum Beispiel. Und Epona braucht ja immer, ne? Einfach Sonja gut. Man kann ihn noch austauschen, ne? Also deswegen. Das kann ich sie selber hier mitnehmen, oder? Pferd wählen. Ah, okay, er bringt es einfach irgendwo hinweg, oder was? Ich kann es wirklich richtig mitnehmen. Okay, können wir theoretisch doch Epona nehmen, aber vielleicht ja, später. Achso. Machen wir hier wieder. Moment, Entschuldigung, Epona, Sonja wieder zurück. Epona ist am Stall, war. Oh, gar nicht so schlecht. Wenn die Alte zurück im Stall ist. Jo, mache ich. Dankeschön. Also mal kurz angucken, wie es aktuell aussieht. Ne? Ein Modul hätten wir zur Verfügung. Wir haben hier einen normalen Wohnbereich quasi. Wir haben hier die Küche, um natürlich kochen müssen. Das ist natürlich wichtig. Hier Schlafgemach zum uns aussuchen, finde ich auch wichtig. Ob es eben hier den Betraum braucht. Naja, klar, sieht es noch cool aus und so. Wir sind uns ganz aber darüber streiten. Dann haben wir hier. Ja, was will ich sagen, ne? Das hier muss ich noch mal ein bisschen angucken, gerade weil es hier jetzt offen ist. Da nicht gerade so super in runterfallen und andererseits kommen wir wieder schnell raus. Ein anderer Vorteil. Blumenbeet hier oben statt unten. Ja, man eben jetzt das mit dem Ding anders machen können, ne? Also hätte er so machen können, dass ich Blumenbeet direkt hier anpflanze, so wie wir es vorher hatten. Und hier das Wasserbecken, wie auch immer, unten habe. Also quasi oder hinter Sonja quasi, hinterm Pferdestall. Wenn es nachher hier so rausguckt, da hinten, ne, auf der Seite hier. Wenn es hier quasi rausguckt. Wäre auch eine Variante. Mal gucken, was mir besser gefällt. So, gehen wir nochmal ganz kurz hoch. Das mit den Decken nichts machen können, ist irgendwie auch schade. Ansonsten halt hier die Waffenkammer, ne? Eben jetzt hier nochmal einen Viererraum zu machen, wenn ich halt nochmal mehr Waffenräume hätte, geht leider nicht, dafür einfach zu wenig Module. Eins hätte noch übrig, da ist halt die Frage, ob man nochmal
eine Waffenkammer. Für solche Dinge hier. Da sage ich mir, nö, das passt soweit, weil ich kann hier auch schön die Waffen recken und so ausstellen. Mit dem Schild, wobei es eben nur ein Schild ist, ne? Die anderen haben ja keine Schilder. Deswegen, schwierig. Eben jetzt halt unten nochmal einen Waffenraum machen. Vielleicht dort sage, da kommt ein Bogen-Ding rein. Wenn ich hier oben Waffen und Schilder, also hier einmal Waffe, hier nochmal Waffe und der Schilderraum käme hier rüber. Oder eben das sein lassen und einen Beetsraum machen. Da müssen wir nächstes Mal angucken, weil wir dann noch keine Kohle. Für einen weiteren Raum war. Und dann würden wir auch gucken, ob ich das hier eben nochmal ein bisschen anders machen würde. Aber auch hier gäbe es Pro und Contra, tatsächlich. Das ist schon wieder hier. Ich habe doch hier einen Selbstporträtmodus. Hey. Link, gucke wegen in die Kamera. Master-Schwert. Oh, gar nicht fotografiert. Krass. Das Foto gefällt mir, muss ich zugeben. Segelstoff? Nee. Goldenes Pferd, ja, wir auch schon. Der Hylia-Schild noch nicht. Ja, nehmen wir ein besseres. Maximum Reit. Da ist nicht gut. Yeah. 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 Moment, ich muss ganz kurz ins Album rein. Scheiße. Was hast du Szene aufgemacht oder was? Aufgenommen? Ah ja. Sieht schon so aus, also ist aus Versehen aufgenommen worden. Die ganzen Monster-Dinge hier kann ich eigentlich mir wieder schenken, wenn wir ehrlich sind. Und das ist irgendwie witzig. Also viele Sachen brauchen dann doch wieder nichts. Ist aber auch ein Job, den ich gut offscreen erledigen könnte eigentlich. Oder, wie man auch so schön sagt, ZDF-mäßig, jetzt zwischen den Folgen. So, die lasse ich mal, ne? Das ist vom Anfangsraum. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da nochmal zurückkommen. Also der vom ersten Part, weil dort gab es auch noch eine Wand, die man hätte aufsprengen können. Ja, damals aber wieder Bomben oder sonst was. Ich kann aber irgendwie anders machen soll. Landschaft, also Selbstporträt Landschaft, so. Ich muss mal gucken, ich brauche eh noch was auch für Thumbnail, was? Achso, nee, damit ist nichts zu tun. Das Thumbnail. Ja, wir können uns natürlich darüber streiten, was man für ein Haus möchte. Möchte man ein funktionelles Haus mit Waffendingern und zum Schlafen und natürlich auch Kochen und so. Will man eher ein funktionelles Haus haben. Ein liebevolles Haus haben natürlich. Das kann ja so oder so handhaben, ne? Hehe. Haben wir das mal noch. Na, gucken wir mal, welches davon ich als Thumbnail nehme. Oder? Gut, Freunde. Dann an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen wieder. Wir sind bei 40 Minuten, das muss reichen für heute. Haben jetzt auch ein Thumbnail und einen Titel, das reicht soweit. Ja, hier eben gucken wir ein anderes Mal wieder weiter. Stets heiter, das ist natürlich klar. Die Kloßbrühe. Nächste Folge dann geht's nach, nicht Hateno, nee. Doch schon, aber zuerst in Tabula Rasa. Waffen desynchronisieren, das ja, dürfen nicht weiter überraschen. Und dann... Im Wald chillen könnte man ja ablegen. Naja.
Und dann nach Athene von den Punkten noch wegen Quest und Kapuze runter. Dann mal gucken, ob es das für die nächste Folge auch schon noch war oder wir dann doch mit der Hauptsache weitermachen. Wir looken, wir gucken, wa? Wo waren jetzt? Hier, die Schilder. Kann zumindest aktuell mal noch den hier ablegen, ne? Das sind halt doch auch seltene Schilder, die du nicht überall findest. Und Nanium-Dinger dort findest du eigentlich überall, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn es massiver ist, aber das sind auch zwei massive Sonanium-Dinger. Da wird eher gesagt auch ein Chimären-Schild. Obwohl, damit kann ich auch, ja, muss einfach eine Chimäre killen, weil ist auch nicht so weiter schwierig. Ich habe hier noch einen. Mit massiver Sonanium-Schild, ne? Also die Dinger, die hast du überall. Wenn schon eigentlich ein Hylia-Schild hier, ne? Wobei es ist eine Kriegsbeute. Als Kriegsbeute, finde ich, kann man sowas durchaus machen. Ja, mal, ich mach's so. So. Sieht irgendwie scheiße aus, wa? Sonnenschild, massives Sonanium-Schild. Hätte vielleicht halt im Königsschild genommen. Weil die kommen jetzt dann aber hier schon. Ja, wir haben den Sonnenschild da. Ist egal, komm. Da ist Peanuts. Die Waffen sind wichtiger, vor allem zum Desynchronisieren. Jo, und der scheiß Holzschild dran. Der wird jetzt wieder bald zerbrechen. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, jetzt aber. Tschüssi, wir sind schon unterwegs. Bis gleich.